So, jetzt sage ich noch ein bisschen was zu der Strecke. Also ich muss erst mal aufsteigen. Das ist also eine alte Bahntrasse, habe ich jetzt gemerkt. Da stand nämlich vorhin so ein Häuschen hier an der Seite. Ey, das ist so genial. Also geht halt auch ständig den Berg hoch. Aber ist ja kein Problem für so einen Top-Athleten wie mich. Das ist ja jetzt hier irre. Vorhin war halt jetzt ganz normal Wald. Geht hier der Weg immer hoch. Das ging also schon direkt hinter Echternach los. Aber am Anfang fuhr man eben noch entlang der Straße an der Seite auf dem Radweg. Dann ging das irgendwann rechts ab. Seitdem war es so Waldweg geteert. Und also es ist angenehm zum Fahren, das schafft man schon. Wenn ich das schaffe, kein Problem. Ist aber irre. Und das ist also richtig gut ausgezeichnet hier. Die Tour. Überall diese Schilder mit dem Velosommer. Kann man fast nicht verfehlen. Also am Anfang dachte ich, boah, weiß gar nicht, ob ich noch richtig fahre. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen. Durch Echternach durch passiert das ja vielleicht auch mal schnell. Aber ja, das hat jetzt eigentlich alles gut geklappt. Und das nächste müsste Kunsdorf sein. Ich weiß aber nicht, wie weit das noch ist. Keine Ahnung, sehe ich ja dann, wenn ich da bin. Die ganze Strecke, das sind so 50 Kilometer. Und bis jetzt habe ich 15. 15, okay, schon mehr als 10. Also so geht das hier schon die ganze Zeit. Da unten ist irgendwie ein Bach. Da fuhren wir hier auch gerade eben schon lang beim Mountainbike. Hier fahren schon immer wieder Leute. Richtig tolle Strecke. Ich glaube, da wäre ich sonst nie drauf gekommen auf die Straße hier oder auf den Weg. Da gibt es so eine Beilage in der Zeitung drin, die heißt Sauerzeitung. Also eben für die Dörfer an der Sauer entlang, sag ich mal, so ganz grob. Und da war eben so ein Beitrag drin über diese Radtouren diesen Monat. Boah, dachte ich, das mache ich. Oder mal zumindest ein Teil davon. Oder man kann sie auch ein anderes Mal fahren. Ist ja egal, ich muss ja nicht alles im August fahren. Die Straßen werden ja nicht abgebaut. Vielleicht halt die Schilder, aber es macht ja auch nichts. Jo, da gibt es auch eine schöne Karte dafür. Für diese Touren. Die habe ich mir dann bestellt. Wo alles noch mal drin ist. Wo die langlaufen. Richtig gut organisiert. Ja, besonders schnell bin ich jetzt natürlich nicht gerade. Aber irgendwann geht es auch wieder runter. Und das ist dann eigentlich schon einiges. Aber es geht immer viel zu schnell den Berg runter. Ja, da fahre ich mal noch ein Stück.